Goedemorgen. Ik freue mich von jou met jullie op hier te zijn. Ik geloof, we hadden gisteren al een ziemlich schönen Abend gehad. Een dag schön verhalten. Een ding wat we al geleerd hebben met ons schoolproject is dat wanneer nu mensen bijvoeten, dan je het nooit te doen. En daar zijn we zeer dankbaar voor. So, wat wij gedaan hebben, maar ik dat het niet gezien heb, ik weet dus een deel gedaan wat ik niet gezien heb. Dankzij voor je zeer methalten en wat zijn daarvan. Goed, we gaan zur Sinnerschule und wir haben uns in der letzten Zeit all mit allerhand verschiedenste Themen beschäftigt. Und von der wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, was Musik so fertig haben, dort wir haben alle ein bisschen so von jetzt gefallen. Also, wir reden von einer Zeit, von Jesus, was zurückkommt. Und dann haben wir uns mit verbessert und wir gleich ein bisschen von Offenbarung zu reden, aber wir werden uns nicht ganz in Offenbarung nennen, weil das sind ein Teil interessante Dinge. Und dann haben wir aber auch andererseits ein bisschen die Anstellung, naja, Jesus wird nochmal erst, wenn zurückkommt. Und wir wollen wirklich lernen, oder so kriegt das wenigstens recht einmal mit. So, was können wir tun, damit wir mit einer leichten Klasse anfangen, eine Zeit bechecken? Und dazu wollen wir uns von dir eine kleine Geschichte aus der Bibel vertellen holen, was eigentlich gar eine kleine Geschichte ist. So, wir wollen uns von dir in 1. Mose Kapitel 6 von Vers 5 wieder lesen. Und dann wollen wir ganz durchlesen bei 1. Mose 7, Vers 24. So, hast du ein Mikrofon ausgeteilt oder was ist das? No? Weil du gut? Gewalt, muy bien. Soll ich mal hoppen? Wohnen alle pink en bruin en geel. Oké, ik kom maar een geel zien. Wow, dit. Hier. Gut. Wir wollen von dir den ganzen Text lesen, von 1. Mose 6, Vers 5. Und dann wollen wir lesen ganz bald durch Kapitel 7. Wenn ihr ein Mikrofon noch durchhabt, dann könnt ihr vielleicht einen Vers ab einmal lesen. Und dann wollen wir uns den Text einmal in Erinnerung holen. Eerste Mose, Kapitel 6, Vers 5, und dann werden wir bald durch Kapitel 7 lesen. Der Herr sagt, dass die Menschen sehr beisappiert werden und dass ihre Gedanken bloß den Tit über schlechte Gedanken werden. In dem Herrn, der dort leid, dort hat Menschen appiert gemerkt, und wir dort sehr schuld. Und er sieht auch, wo diese Menschen, wo ich gemerkt habe, von appiert utruden. Ich war Menschen in alle Tieren in Ferien utruden, so schuld als mir dort ich angemerkt habe. Aber Noah, wir Gott ungesehen beim Herrn. Das ist die Geschichte von Noah. Noah war ein gerechter Mann, keiner kann ihn an seine Zeit beschuldigen. Noah lebt in Gemeinschaft mit Gott. Noah hat 3 Sehens, die heißen Sam, Ham und Japhet. Und Gott sagt, wobei es der Menschheit wir und dort der Fall von eingereichtet in anbandet leben wir. Er sagt, dass alle Menschen auf der Erde schonhaft lebten. Und Gott sagt zu Noah, ich habe bei mir beschlossen, mit allen Menschen und Tieren ein Ende zu merken. Der ganze Erde als Fall von ihr anbandet leben, nu wo ich an anbringen in ein Ende der Erde merken. Du sollst nu ein großes Schab von Goldhalb bühen, du sollen mehrere Stufen beim sein, und vom Büten und vom Baum sollst du dort mit Pack beschmieren. Du sollst das Schab 150 Meter lang, 24 Meter breit und 15 Meter hoch merken. Merk einen Tag. Okay. Merk einen Tag ab der Schab ein halber Meter und die Hacher aus der Sieden. Merk eine der und der sieht
en Bedur 3 vloeren aan. Dit wils ik eine Überschwemmung war kommen lohn. Die wird alle Menschen und Tieren mit lebendig Udem auf ihr in unserem Himmel anbringen. Mit die aber wo ich ein Bund merken, in die an dort Schab nehmen. Ich war die in die Sehns, in die Früh, in die Sehns ihre Früh ist, an dort Schab nehmen. In Bisos von jeder Sortieren, einmal 2, an dort Schab bringen. So wollen die Leben blieben. Du sollen immer ein Heu und eine Säu von jeder Sort sein. 2 von jeder Sort Fehl, 2 von jeder Sort Tier, und 2 von jeder Kriebtier sollen nur die kommen, dort du die Leben hältst. Nimm auch von jeder Sort Futter und Specker dort ab, dort du wat zu eten sein, für an und auch für die. Und Noah deut alles, was der Herr am gesagt hat. En de Herr zei Noah, wo en dort schapen an, du en deine Familie, ich habe gesehen, dass du in dieser Zeit ein gerechter Mann warst. Nimm einmal 7 Paar von jeder Sort reine Tieren, einmal ein Heu in eine Säu in jeder Paar. Nimm ein Paar von jeder Sort, wo nicht rein ist, einmal ein Heu in eine Säu. Nimm einmal 7 Paar von jeder Sort Fehl, einmal ein Heu in eine Säu in jeder Paar, dort er nicht auf ihr uitstorben. Am 7. Deel, wo ich einen Regen schauen, der 40 Deel Tage nach Regen wird. Ich war alle Sorten Tieren, was ich auf ihr gemerkt habe, anbringen. Und nur deut alles, was der Herr am gesagt hat. Nur wir 600 Jahre alt, als die Überschwemmung auf ihr kam. Und nur in seine Sehns, in seine Früh, in seine Sehns ihre Frühes, gingen an dort Schatten nahm. An sich von der Überschwemmung war ich zu bringen. Von der Reine und von der unreine Tieren und auch von der Fehl und von der Kryptieren. Kamen einmal 2 ab einmal ein Heu und eine Säu. Mit nur Taub und dort Schatten nahm, so als Gott nur dort gesagt hat. Und nur 7 Deel kamen die Überschwemmung ab ihr. In Noah sind 600 Jahre an den 2. Monat und den 17. Tag sprangen alle Qualen up, von Deib eine Ehe in alle Fenstern, der Wutter am Himmel hielten, gingen up. Dort regend Tag und Nacht, verfietigt der, und kriegt den Tag gingen Noah und seine Sehns Sam, Ham und Jafat, und Noah seine Früh und seine Sehns ihre Frühes an dort Schatten an. Und auch jeder Sort von dort Fei, von den Tieren, von den Kryptieren und von den Vögeln, die gingen immer 2 täglich von jeder Sort von Tieren, die lebenden Udem hatten, mit Noah Taub an der Schab. Krieg so aus Gott dort Vögel gesagt hat, und der Herr mögte der hängen an Taub. Die Überschwemmung wird immer größer, verfietigt der, so dort Schab abhauf und schwamm. Dort Wutter wird sehr deib, aber dort Schab bleibt ab dem Wutter. Dort Wutter wird so deib, dort alle Boi unter Wutter gingen. Du wir 7 Meter Wutter über de Boi, in alle Leben ab ihr Vögel, Fei, Tieren, in alle Kniepers und auch alle Menschen kamen an. Alles wird ab ihr ein lebenden Udem hat, starf. Der Herr ruht alle Leben ab ihr ut, Menschen, Tieren, Kryptieren und Vögel. Bloß Noah und die wird mit am an der Schab wären übergeblieben. In der Überschwemmung bleibt für 150 Jahre ab ihr. Sehr gut. So, du haben uns dann die Geschichte von Noah einmal übergelesen. Ich will hier eine kleine Parenthesis machen. Ich weiß, die meisten von Ihnen anderen haben Kinder. Und ein von den großen Besorgnissen von Kindern ist, als wenn der Haustier stirbt, als da Gott im Himmel sein. Wer von Ihnen hat immer so eine Frage? In der war Stunde und nicht da. Okay. So, die Frau ist eine sehr schwierige Frau zu beantworten, wenn die Bibel ja keinen gleichen Hinweis auf das Tier Radung auf ersten Art und Weise schreibt. Die einzige Handlung, die wir haben in der Bibel, dort Gott wird ramjaf am Tieren als Noah seine Geschichte. So Gott wären die Tieren auf der Welt so viel wichtig,
dat die een schapbuurt groot genoeg om niet bloos Menschen raden, aber auch Tier. So ich persönlich, ich würde dann sagen, hey, wenn Gott am nahe seine Tiet rumgeht am Tier, dann wird er sich am Dienstag auch rumgeben. Aber mein Ausdruck weiß ich nicht. So das ist bloß, du meinst, die Geschichte von Noah lehrt mir, dass Gott wieder die Tiere auf ihr auch wichtig. Okay, wir wollen von dir eine Taubfutung machen von Noah und von dir. Und ich glaube, wir haben unbedingt nicht bloß Freiheit durch Tau, wir haben ein Gebot durch Tau. Wir sollen uns mehr die Geschichte schauen. So, wir wollen im Vers 5, 1. Mose 6, Vers 5 anfangen. Und dann wollen wir ein klein bisschen Punkte abschreiben. Was weit wir dann nu ganz genau von Noah seine Zeit? Dort sagt in 1. Mose 6, Vers 5, der Herr sagt, dass die Menschen so arbeiten, ob ihr werden, und dass ihre Gedanken bloß den Zeit über schlechte Gedanken werden. Okay, wer will mich halten taubfußen, wo die Menschheit auf der Welt wir zu Noah seine Zeit? Okay, kriegst du es von dir. Aber wir dort noch mal lupen, was wir mir wieder eine Sinnerschule sein. Was sagt dort? Wo beschreibt Moses diese Geschichte? Menschen werden Boys. Okay, so ich verstehe den Vers 5 so, die wollen mit Fliegt singen. Und dort, ich glaube, dass es zwei verschiedene Sorten sind. Ich glaube unbedingt, dass wir singen für und bloß, wenn unsere fleischliche Natur sündig ist. Aber wir singen so für, wenn wir wollen. Aber das sind zwei so verschiedene Dinge. Und Moses schrieb uns hier und sagt, dass zu nahe seine Zeit, dann wir dort mit so, ja, wir wollen singen, nu wollen uns Leben mal wachgliedern. Das ist ich dort verstehe. Also, ich war hier so, Noah handschrieben. Noah. Und dann will ich hier so, Welt voll Sinn handschrieben. Wenn dort was wir hier materieren. Dann wollen wir durch Vers 9 lesen. Dort sagt du so, das ist die Geschichte von Noah. Noah war ein gerechter Mann. Keiner kann ihm an seine Zeit beschuldigen. Noah lebt in Gemeinschaft mit Gott. Okay? So für uns von dir ist Noah dann nu nicht Part von det. Das korrekt, das gehen. So, wenn wir Vers 5 nicht ganz verstehen können, dann soll wir Vers 9 bringen, um sagen, okay, das sind die zwei Seiten von dieser Geschichte. Wir haben eine Welt voll Menschen, die rennen in den Sinnen mit Schwung. Und dann haben wir aber im Vers 9 eine Ordnung. Aber das ist die Mehrheit. Und das ist die Ordnung. Die ganze Welt lebt in Schweinerei. Und du wirst eine Ordnung. Und das ist schön. Noah wird beschrieben als gerecht. Keiner kann ihn beschuldigen. Und was noch? So gut. So werden wir hier mal eine Liste machen von diesen Dingen. Noah hat ein paar Dinge. Nummer 1, der wird gerecht. Was noch? Okay, nicht beschuldigen. Und Nummer 3, Gemeinschaft. Gemeinschaft. Je Jugendliche, je wünschen ihnen vielleicht ja noch gar was zu reden, nicht? Je weiß nicht mehr, was sie sollen, ein Doktor werden oder ein Lizenziado. Gott redet bloß zu so einem Menschen, die Gemeinschaft haben mit Gott. So, und ich habe einmal nicht finden, was Gott von ihnen will, das erste Ding, was jemand tun ist, Gemeinschaft leben mit Gott. Du kannst nicht gleich altes Leben leben und lernen Gott, was mit dir redet. Nur sein Leben ist uns ein Beispiel davon. Wenn wir diese zwei Dinge dann nu vergleichen,
dann haben wir auch ein ganzes Rezept, nur was wir checken wollen. Nu wollen wir uns blättern, nu 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 18. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 18. Kinder, de laatste stund is hier. En die haben gehoord dat die gereicht jeentjes komen wordt. Door zijn nu vele jeentjes gekomen. Door wie weet wie dat de laatste tijd hier is. Gut, so wir wollen von jou den Text von 1. Johannes nehmen, bloß zum einmal bestätigen, dort der letzte Zeit, der fängt an, nur dem, was Jesus im Himmel gefordert hat. So, das Pack hier, das soll uns dann nu denken halten an die letzte Zeit. Und wir wollen kurz anfangen mit dort aufzupacken. Wir wollen drehen nur Matthäus 24 und dann wollen wir diese lesen von Vers 37 bis 39. Matthäus 24 von Vers 37 bis 39. So ist dort te nauer seine Tijd wir, wat dort ook zijn, wann die Menschen sehen, kommen wird. So ist dort dann wir, euer dort grote Wuter Keim, so euten dranken, in Frieden im Befrieden sich, wat an den Tag aus nauer an dort schabt nanjing. In so dort nicht wisten, wat dort Wuter Keim in an Ola Matreit. So wat dort ook zijn, wann die Menschen sehen, kommen wird. Gut, so nu fängt die Geschichte an spannend zu werden. Jesus sein wahrer Komm ist zu vergleichen mit das Wutter, was die Welt versaut. Aber Matthäus schreibt uns da ein paar sehr interessante Dinge ab. Da fängt an mit der letzten Zeit. Was den Text noch einmal lesen, Peter? So ist dort dann wir euer dort grote Wuter Keim, sei euten in Dranken, sei Frieden im Befrieden sich, bat on den Tag, was Noah an dort schabt nanjing, in sei dort nicht wissen, bat dort Wuter Keim in an Ola Matreit. So wird dort auch sein, wann die Menschen sehen, wird. Gut. Also, du soll wir dann anfangen, taub zu fuhren. So dann wir euer dort grote Wuter Keim, so euten und Dranken, sei Frieden im Befrieden sich, bat on den Tag, was Noah an dort schabt nanjing. Also für uns würde wir dann sagen, dass wir bloß die Menschen leben glücklich. Aber der Vers 39 sagt uns du noch was, und sie dort nicht wussten, was dort Wutter kommen an aller Matreit. So, was wussten die nicht? Okay, aber wissen die dort dann nur, wissen die dort nicht? Muy bien. So, wir wollen hier so anfangen abzuschreiben, die letzte Zeit in Anfang Jesus. Und dann wird wieder nu am ersten Fall, dort Jesus in Treikum ist zu vergleichen mit dort Wutter. Also, der zweite Kum ist mit dort Wutter zu vergleichen. Wir wollten nur Matthäus, oder Jesus in wird, dort die Menschen wurden dann nur noch geglaubt haben, die wussten was nicht. Ich glaube, die Antworten sind so dicht wie du. Dort wollten, oder dort, was hier beschrieben wird, als die wussten dort nicht, dort heißt ignorieren. Also ignorar ist anders als nicht wollten. Ignorar ist meist einmal, ich will dort nicht wollten. Okay? Die Menschheit,
die Geschichte habe ich jetzt gelesen. Ne? Wir haben jetzt 1. Mose 6 gelesen. Was deuten die Menschen den Titel, was noch ein Jungen Schapbühl? Dort sagen sie nicht. Dort sagen aber die einen Pieps am Rand. Wenn du war ein großer Schapgebiet im Nuberdarp und du gehen Dinge an und die Menschen wollen nicht wissen, was angeht. Zum die Geschichte von der nicht weiten vollkommen merken, weil wir nun 1. Petrus Kapitel 3, Vers 20 bis 22 drehen. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 20 bis 22. Die dann nicht horchen wollen, als Gott noch mit an Geduld hat, als Noah dort Schapbüt. Du willen aber mal ein paar, dort als 8 Menschen, die durch dort Wutter gerat werden. Darum wird zu sein, was Deuten für uns bedienen soll. Dort ist nicht, dort uns du durch den Dreieck vom Körper gewaschen wird, aber dort, wie Gott nur ein gutes Gewissen fragen, will Jesus Christus vom Tod abgestoßen. In am Himmel angefahren ist, in seinen Platz bei Gott zur rechten Hand genommen hat, in Engel, Autoritäten, in gewollten Arm unterdun sind. Sehr gut. So, wir lesen nur noch einmal Vers 20, der sagt, die dann nicht horchen wollen, als Gott noch mit an Geduld hat, als Noah dort Schapbüt. Also, die nicht weiten, hat mit nicht weiten Welt zu tun. Die Welt von diesem Tag will nicht weiten. Die weiten dort nicht, aber die weiten dort nicht, wenn die nicht will. Kommt ihr mit? Also dort muss uns ein Sinn leben, was wir hier so haben, aber wir wollen uns hier so abschreiben, nicht weiten will. Wenn Petrus schrieb uns durch, dort Gott hat danach Geduld mit dir. Habe ich nun mal gefragt, was er so lange die Arche bührt? Ja, was? Da wären wir ein Fuhrer, was saßen nicht ja alt wie, noch 3 Jungs, und habe keine Ahnung, was von der guten Arbeiter da wäre, nicht? Aber, da muss sagen, Gott hat gut könnt, kriegst es der Welt mir bloß sagen, hey Arche, stu hier mal, dann wird auch ein Schab dir was. Und dann ich sag, spau die du mal nicht, boom, dann regnet es auch. Aber ich finde, dort Gott seine Geduld von der hat man auch noch ein Bild mit, dass der Archebühren hat Zeit gebracht. Und das sagt uns hier so schmack, die dann nicht horchen wollen, als Gott noch mit an Geduld hat, als Noah dort Schab büht. Die Bühtit von dort Schab hat man auch noch eine Bedienung für uns von der. Dort Schab wird noch einmal gebüht, wo wir wollen Radung erleben. Und das ist vielleicht mit sehr schwierig, aber weil wir dort mal so starten von wo Jesus in den Himmel fuhr und der dort ein Hüschen reinmerkt für uns. Du kannst nicht durch jeden Streit noch dort lecken, bitte, ihr Schech. Jesus büht dort noch einmal, wenn er noch einmal Geduld. Und der lehrt dort die Welt, was an sich kommt, in der Radung fängt. Gott ist ein geduldiger Gott dann und er ist ein geduldiger Gott von dir. Wir wollen wiederum hier so noch unseren Text an 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 5. 2. Petrus 2, Vers 5. Wer will du so lesen? 2. Petrus 2, Vers 5. Gott verschont der alle Welt auch nicht, büter Noah, der durch Gerechtigkeit predigt, mit noch 7 andere, aus Heu die Überschwemmung über die gottlose Welt brach. Gut. So, das sind Tags, wo nu all dort all mit uitreichnet. Wir haben ja ein Teil gelehrt, was mit Noah und mit uns von der zu vergleichen ist. Aber hier ist dann nu eine sehr besondere Sache von Noah. Was sagt uns dort hier, was die Menschen deuten, was gerat worden? Okay?
Als er dat dan nu bloos met woorden, oder met woorden wie het gedaan hebben, dat weet we niet. Ik persoonlijk kan me dat aanmerkelijk voorstellen dat Noah wordt stam geweest aan den tijd wat hij buurt. Een pokker wordt Noah niet gewarnd hebben in de wereld gezegd, weet je wat jongens, dat was reinen. En dat was zo reinen dat du was te dood kom. En du kost kom half een schapbuur, maar du op eenmaal interessiert was tot jou. Noah wordt beschreven als een prediker. Een warnende prediker. Nicht bloß Noah, wer noch? Die en 7 anderen. Wer wären die anderen 7? Gut, de jongens en de vrouwen. Moet je dat de Tag sagen, nicht bloß Noah ging predigen? Okay, ik wil hier zo handschrijven, 8 predikers. Al die wat nur Radung lüden, predigen Gerechtigkeit. China bleibt uit. Hier in 1. Petrus seine Beschreibung für Gerechtigkeit predigen. Wenn wir nu terugwechseln, dann können wir hier untwijfel een deel dingen uitnemen voor ons van deel. Wie leert en wie zijn geraad en wie zijn in de geduldstijd. We hebben een geschichte, een zo treurige geschichte. We hebben een geschichte dat God maakt de wereld en de wereld weer buitengewoonlijk fijn. Adam en Eva speelden door den Garten en gaven de Tieren noemes. En dan op einmal eten die van de vrucht wat ze niet zullen. Die verzinnen zich in de gouden beziehung met God. Die wordt van met 2 gemerkt. Van Adam en Eva er de eerste zin, bij 1. Mose kapitel 6, als de wereld verbruik. Gods. De zin herscht überall. Da sagen du so dort, die sind ja nicht bloß, die wollen sind ja. Und Gott schaut rauf auf die Erde und sagt, wow, diese Welt ist verbrucht. Alles ist Gott ein Ekel. Aber wir wollten dort du es noch nicht uitnoemen. Du es nicht uitnoemen von einem Mann und seiner Familie, was Gemeinschaft legt mit Gott. Gott rettet diesen Mann und sagt, hey, ich will die Welt versuchen, aber ich will Radung schenken. Gott stellt Noah an und sagt, bau mir mal ein Schiff, so und so groß, und stoppt dort voll Tieren. Und als er nun Kostall geregt hat und schönen Sommer Samaris, wenn es geregnet hat, weiß ich nicht. Wo es auch gestunken hat. Wir wissen nicht, was die durch haben, erst wo noch eine Schaffel gehabt haben, das schied über konnte über schaffeln. Wir wissen bloß, dort Gott hat zu Noah gesagt, du baust mir ein Schiff. Und willst dann das Schiff angehen, dann knackt Gott dir Tau und dann regnet es. Die Geschichte von Noah ist nicht eine Geschichte, wo du so Schmack setzen, durch Tieren alle Wehen über Kont hängen, Schaftigkeiten, besonders nicht Popotamoen und Jirub. Die Geschichte von Noah ist eine Verdammnis. Die Geschichte von Noah ist die beste Geschichte, was wir in der Bibel haben, zum Weiten, dass diese Welt was nehmen. Und du wirst nicht überbleiben. Unsere Welt, die wird verschwingen, so ist die Welt vor Noah seine Zeit verschwungen ist. Diese Geschichte, die merkt uns, weiten, dass Jesus sein zweites Mal kommt, was so sein als dort Wutter. Und wir weiten dort, dass die Welt von der ersten Tag so erleckend, die Welt von Noah seine Zeit. Tim wird absagen, ob uns von der, weil wir nur Hebräer Kapitel 11, Vers 7 gehen. Hebräer Kapitel 11, Vers 7. Durch den Glauben auch Noah
door op wat God zegt. En bu dat schap om zijn familie te raden. God raad te am ewa Sachen, red am ewa Sachen, wovon noch nichts zu sein wir. Durch den Glauben darf der Welt Urteil en oft die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Sehr gut. Hier haben wir dann nu onze Welt von dir. So der Hebräerbrief, die Schrift zu Christen. Hebräerbrief ist geschrieben nur dem, dass Jesus nun im Himmel fuhr. Und der braucht hier Noah sein Beispiel, zum zu uns sein, up Glauben nun. So, wenn ihr das nicht wisst, Hebräerbrief, der will uns lehren, wo wir an Gott glauben. Und dann hat Hebräerbrief den großen kleinen Beispiel von Männern, die an Gott geglaubt haben. Und dann, du Mann, als Noah. Und Noah wird hier beschrieben als ein sehr interessanter Mann. Wenn wir wollen ein Rezept abstellen, zu der letzten Zeit, dann werden wir Hebräer 7 durchbringen. Dort sagt du, das erste, durch den Glauben, acht Noah. So, erste Ding, wer immer von uns behauptet, an Gott zu glauben, das erste Ding, was Noah beschreibt, was ist das? Was für eine Sorge. Was tut Noah, wenn der an Gott glaubt? Gehorsam. Okay? Wer immer von uns, weil Brüder genug sind und sagt, ich glaube an Gott, fürs du Hänger und sagt dort, durch den Glauben acht Noah darauf, was Gott sieht. Ich weiß nicht, was er beginnt jetzt, aber Bibel lesen und weiten, was die Bibel sagt, ist der Anfang von der Dom, was Gott sagt. Keiner von uns kann behaupten, ich glaube an Gott, und wir beschäftigen uns nicht genug mit der Bibel, zum weiten, was wir tun sollen. Das ist bloß Christ Nummer 1. Wer immer will sich als Christ bekennen. Das erste Ding, was wir von Noah lernen, ist, denn sein Glauben reicht so weit, dass der Jeng und deut, was Gott zu denen sieht. Also, für uns Christen, es soll so leicht sein, ich glaube an Gott. Weißt du, was das ein Schapbühl? Stellt dir mal vor, Noah hat noch zweimal nicht geschwommen, so wie das wir arbeiten. Der kann kein Schap gut checken, was das muss gebührt. Der hat noch zweimal Regen sein. Nicht kam Gott und sagte dann, hey, weißt du was? Komm, Fred, warum ein Schapbühl? Und dann sagte er, der was so breit merken, so lang merken, Stufen, Fluren am Bühnen, dann stoppst du das voll Tier. Das merkt keinen Sinn. Aber da wird allmächtiger Gott, was zu Noah sehr gut bemunschap. Der hat keine Ahnung, was der Tier nur dann kriegt. Ich weiß es nicht. Wir wissen von der Schnach noch nicht, was das getan haben. Der hat 7 Jahre Zeit, und das Schap voll Tieren stopp. Stell dir mal vor, du ist das Krokodil tabbern und sagen, komm, ich will die mal. Ich weiß nicht, was der darf angeboten. Vielleicht eine Rebüse oder eine Jalme. Ich weiß das nicht. Nummer 1 von Noah Levi, dort du kannst nicht glauben und nicht tun. Also glauben und wollen, der hier taub. Gott schreibt nur Noah und sagt, Bümi, Mul und Schap. Wo soll das? Wo soll wir Noah gehorsam durch sein Glauben? Ja, das weiß wir auch. Aber wo soll jemand den Böden schaffen? Okay? Und was wird passieren, wenn er nicht tut? Okay, so das meint Gehorsam sein hat ein Verlangen nach Radung. Das sagt uns hier so, durch den Glauben acht Noah darauf, was Gott sieht, und büdet Schap. Wo soll büdet Schap? Um seine Familie zu raten. Wenn ich und du einen schweren Titan mit Sinn auf sei und Gott gehorsam sind, dann habe ich Verdammnis und Radung noch nicht klar. Okay? Was noch einmal sagen. Wenn wir einen schweren Titan von Sinn wach bleiben
und Gott gehorsam zu sein, dann habe ich Verdammnis und Radung nicht klar. Lutjen du mir nennen, dass ich eine spezielle hat mit Gott. Gott hat zu ihnen gesagt, Bühn schab, wenn alle Leben was versuchen. Dann hast du eine Ursache, ein Schab zu bühen und von Sinn weiterbleiben. Dort soll je Geld für mich und für dich von dir. Jesus kam tragen alles, was hier ist, was vernichtet war. Alle Sinn, was bestraft war mit dem ewigen Tod, so wie denn in Offenbarung 21 fing. Für mich und für die soll Radung Ursache genug sein, gehorsam zu sein. Ich weiß, das hört sich vielleicht ein bisschen interessant, aber das wird Noah seine Geschichte ans Lied. Noah ging ein Bürgerschap, wenn er will sich selbst und er wird mit am Schaften raden. Die Radung kommt von Gott, ab eng vom Dach, aber wie verstehen, was angeht. Noah wie ein gerechter Mann und der sagt, wow, wenn ich einen Schap bühren, dann wird wie gerat worden. Jungs, holt mal die Seele. Wir haben keine, dann bringst du Eiks. Oder immer, der ging am Bild. Ich weiß nicht, was Pack meint, aber das ist erst, was er Deck schmiert. Und vielleicht haben die noch schon mal gehalten, Gott hat gesagt, kehr mal Rebüsen. Und dann war das Sirup essen und dann schmierst du an. Ich kann mich verstehen. Noah will bloß gehorsam sein. Wenn der wisst, wenn er nicht wird, dann wir verdammen es durch. Und das ist nicht ein guter Platz zu sein. Das nächste Ängste von diesem Vers sagt, Gott redet am über Sachen, wovon noch nichts zu sein wird. Wer von Ihnen hat vom Himmel gesehen? No, keiner. Wer von Ihnen hat vom gesehen, Jesus trägt kommen? Keiner. Wer von uns hat vom ewige Verdammnis gesehen? Keiner. Noah seine Geschichte. In uns Christenleben, von der lecken sich da los, wo wir den gleichen Tod zu tun. Dort sagt hier, Gott redet am über Sachen, wovon noch nichts zu sein wird. Der größte Spott, was wir Christen von der beleben, ist das. Jesus hat wohl weit lang gesagt, er wird zurückkommen. Der kommt noch einmal nicht zurück. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 4 bis 7 erklärt uns, wo die Welt Spott über uns glauben. Nicht bloß wem wir sagen alle Sorten, wo wir nicht sein. Noah sagt nichts, was in der oder redet. Aber ich gehe der Reden der Fall, und der wie wirklich. Durch dem Glauben jäuft heute die Welt ihr Urteil und oft Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Was für ein Urteil jäuft Noah der Welt? Okay? Wo kann Noah ein Urteil auf der Welt sein? Okay? Dicht bei? Vertrauen? Okay? Ich glaube, die Umwelten sind alle reich. Das Urteil wird Noah die Welt jäuft via die Warnung. Advertencia. Advertir un juicio. Also, wenn wir von der ersten Tag an Gesetz checken, dort soll, das aber nicht haben, aber das Gesetz vom Land soll lecken nur Gerechtigkeit. Und ein Gesetz hat immer eine Andienung, also Aktion, Konsequenz. Das, was wir tun, das ist die Strafe dafür. So, wenn ein Mensch zu Tode gekommen ist in einem Accident, dann hat ein Mensch sein Leben mal einen Preis. Das sind 21 Jahre.
salario minimo. Tja, uträkning, vad det du så stor man är så till då du kommer svän du ungefär 60 waspas. Vi har en ordning från vad som sett själv. Vad vi bara för utlåten är det Bibel är dort fullkomne gerecht. En Noah vi pratar från. De människor som ramde arkivieren en all svineri levden, de wir nicht aschelig. De wir geworden. De hadden een oordeel gekregen. Een oordeel, zoals ik dat ving, is een prijs voor de woorden gezegd worden. Also, wat Noah de wereld een oordeel geeft via, deze zin, wo je bent leven, de wordt je meer verzoeken. En niet bloos op spoes, werkelijk. Du komt goed aan de verzoeken. Also een oordeel, jet wieder als bloos geworden, oder nu sei nicht mal aschelig. Noah hatte dann gesagt, wenn ihr das tut, das ist die Konsequenz. Und das passiert rein so. Aber dann, der letzte Engste von dessen Vers sagt, in oft Gerechtigkeit. Okay, was hat Noah gearbeitet? Nein, ich glaube nicht. Den traf ich nicht. Aber die Gerechtigkeit, wieso? Durch sein Glauben. Weißt du, Noah kann sich nicht selbst erraten. Gott muss, ich will anders sagen, Gott an seine vollkommene Liebe regt darauf, Noah und seine Familie zu raten. Deine Radung, meine Radung, ist ein Aufgabe, was keiner von uns verdient hat. Das ist ein Aufgabe, was Gott uns geben will, wenn wir am Glauben leben. Ich will unsere Sinnerschule von der Taubpfoten so steht. Die letzte Zeit hat angefangen, weil Jesus zum Himmel fuhr. Und noch meinst du viele, wir sind nur 2000 Jahre dichter dabei, wie Jesus in Wara kam, als weil die Bibel geschrieben wird. Wir wollten dort sind Überhand nimmt, alle Wegen, dort Regierungen und alle Sorten Organisationen, die strengen sich an, zum Sinn, freie Bohnen zu machen. Dort Schweinerei und gottlose Dinge bestempelt worden als Gott. Dort sagt er uns, dort Noah seine Zeit ist so dich befall. Aber von Noah seine Geschichte lebe ich ein Chapter bühren. Durch den Glauben acht Noah dort, wo Gott sieht, und büht dort Schab, um seine Familie zu raten. Du und ich sind von dir abgefordert, kleine Noahs zu sein, wo immer wir sind. Predigt Gerechtigkeit, frühes Manna, Kinder, wie immer du bist. Geh in diese Welt, so ist ein kleiner Noah. Wir haben uns abgebüht, um geraten zu werden. Das ist Hochzeit, dass wir nicht mal alles utreden brauchen, zum sagen, na, Jesus, ich kann noch nicht, du machst noch hier steht und dort alles passiert. Wer weiß, was Jesus von der Welt kommt, wenn die Welt ist verbrückt. Und dann, wenn wir dort getan haben, dann wollen wir durch den Glauben Gerechtigkeit haben. Ich stelle mir mal so vor, als höchst dort den Himmel als Mess reut. So Mess. Und dann hat Jesus den letzten Jahr angeschlagen und hat gesagt, hey, nu wollen wir fort die Bewohner holen. Und das ist eine schöne Geschichte. Wir haben bewusster Leben. Wenn irgendwer von uns will behaupten, an Gott zu glauben, dann sagt dort von der zu dieser Stadt, durch den Glauben acht Noah darauf, was Gott sieht im Bodenschaft. Wenn irgendwer von uns, brauchen wir nicht von der zu sagen, ich sehe Christ, ich glaube an Jesus, dann bete mir die dort tun, was Jesus von dir will haben.
wenn die Überschwemmung ist nicht von Wutter, die Überschwemmung ist von vielen, die mit dieser Welt eng mehr. So muss Gott mit uns sein, indem wir uns lernen, nur die Überschwemmung zu lernen, indem wir lernen, nur Jesus wird zurückkommen, weil wir zu beten. Vater im Himmel, wir danken dir für die Bibel. Wir danken dir, dass wir immer wieder so eine schöne Beispiele in der Bibel finden, wo uns auch bereit machen können, für was noch kommt. Dankeschön für die Geschichte von Noah, die so eine drieste Warnung ist, dass wir sind in der letzten Zeit und dort lehrt bloß, dass du warst nicht noch. Help uns, dass wir Brüder genug sind, zum sein, dass wir an die glauben, und dass wir aber auch Brüder genug sind, zum gehen und schaffen. Help uns, dass uns Glauben so weit reicht, dass unsere Worte die gehorsam sind, und dass wir durch deine große Gnade Gerechtigkeit erben können. Wir beten, dass du mit uns sein, indem wir von hier an, und dass wir ein Beispiel sein, wo immer wir sind, so schnell, dass wir im Predigen gehen, dass du ein gerechter Gott bist, wo du Sinn wird bestrafen. Wir beten, dass dein Willen durch uns Wirklichkeit wird. In Jesus' Namen. Amen.